Guten Abend zu Straßburg, guten Abend Charles Görens. Guten Abend. Das ist die letzte Session von diesem Jahr 2019. Es war ein extrem interessantes Jahr, es ist extrem viel geschieht. Kommen wir mal vielleicht einen kleinen Rückblick. Was war da für erst der starke Moment in diesem Jahr? Das sind natürlich die Europawahlen aus parlamentarischer Sicht, neue Cycle institutionell, wie das heißt, mit einer neuen Kommission, mit einem neuen Conseil européen, also den Kummer von den Staats- und Regierungschefen. Das Parlament hat sich neu konstituiert. Legislativ als natürlich Mann gelaufen wie sonst, ganz einfach, weil das immer mit einer Periode für Rodage verbunden, Kommission, die muss en place gesetzt werden, die hat schon noch keine Zeit für Propositionen zu machen. Festzuhalten, dass die Europäische Union mit der Ankündigung von der Madame von der Leyen, den Green Deal, annonciert hat, dass das ein ganz ambitioniert Vorhaben an mir hoffen, dass das gelingt. Das, was wichtig ist zu betonen, ist, dass es eine Aufgabe ist, die die Europäer selber müssen an die Hand holen, selber lesen bei sich, und die anderen überzeugen, dieselbe davor zu machen. Sonst kriegen wir keine globale Antwort auf eine globale Herausforderung. Du geschwärzt, neue Kommission, neue Herausforderungen durch die Wahlen. War aber auch ein ganz großes Rolle gespielt 2019 war der Brexit. Es wurde zweimal verlängert. Das letzte war eine Wahl in Großbritannien. Wie sieht ihr das und wie soll das weitergehen? Schon an der ersten Antwort der Brexit nicht erwähnt, weil der Brexit wird höchstwahrscheinlich erst nächstes Jahr stattfinden. Wir hatten einen langen Zickzackkurs, weil Großbritannien sich nicht entscheiden konnte, weil sie das Dossier selber so vermasselt haben, dass da kein normalen, logischen, nachvollziehbaren Ausgang drauf war. Lo gibt den neu gewählten Premierminister hat das angekündigt, und so wie ich kenne, werden das auch durchziehen. Das geht nicht einfach. Die Europäische Union geht dadurch ganz wesentlich geschwächt. Das ist gerade wie wenn 19 Länder Madeneen, die kleinst Madeneen gegen die Europäische Union verlosen. Also wir haben nicht mal etwas Banalem zu sehen. Ja. Das war auch der Sakharov-Preis vom Parlament und den Ilham Tohti verliehen. Hin repräsentiert die Uiguren, das ist eine ethnische Minorität aus China. Wie war das der Sakharov-Preis so wichtig und wie war gut hin? Das Europäische Parlament hat vor ein paar Jahrzehnten dezidiert für die Leute, die sich besonders Merite erworben haben an puncto Bekämpfung von der Violationen gegen Menschenrechte, für die zu belohnen. Für denen eng moralisch und auch eng finanziell, der ist aber nebensächlich, Anerkennung zu gewähren. Das Europäische Parlament hat immer der Rolle assumiert, die keine andere kann machen. Die Vereinten Nationen können das nicht machen, aus evidenten Gründen. Die Europäische Union, der Ministerrat, auch den ein bisschen handicapiert, weil aber permanent an Negoziationen als über 10 Memberstaaten mit China. Das Europäische Parlament ist die einzige internationale parlamentarische Vereinigung, die das kann machen, hat Autorität. Und dass es an seinem Schwur bislang meistens richtig schlau. Das wird auch konfirmiert durch die Tatsache, dass der Sakharov-Preis bei ganz vielen den ersten Preis war, den sie gekriegt haben, an Nobelpreis, der Friedensnobelpreis, den zweiten. Also praktisch an den letzten 10 Jahren war als zweite Kehr der Sakharov-Preis der Vorläufer vom Nobelpreis für die den vom Europäischen Parlament akkordiert konnten. Also das Parlament hat immer eine Rolle assumiert und als mittlerweile eine Referenz gehen, die inkontournabel ist. Gut. So ist vielleicht noch ein bisschen mehr allgemeinfroh für aufzuschließen. Wie ich schon gespart habe, ganz neues Parlament und die 60% neue Members. Wie habt ihr die ersten Monate erlebt? Das ist bestimmt etwas ganz Neues, mit ganz neuen Leuten. Ja. Das ist neu für die Neuen und das ist auch neu für die, die schon hier wären. Für die Neuen als normal, als Kollegen, die sich an dem ganzen Labyrinth hier rumfanden, schon Gebäude ist nicht einfach. Zum meisten muss ich wissen, wo ich gehe, dann muss ich den Schellenverlust am Anfang an. Dasselbe gilt doch für die parlamentarische Arbeit. Ich muss in Trouage kennen, wie Decisionsmechanismen sind. Die sind nicht immer einfach. Ich muss wissen, was muss geschehen am Niveau vom Parlament, und am Zusammenspiel vom Parlament mit der Kommission, aber am Conseil das besonderen. Das ist normalerweise Gesetzgebungsverfahren.
Dat sinn awo die Impulse, die d Parlament gëtt iwwer Initiativberichter, wo man es dann normalerweise so eng politisch Suite erwerden, déi tritt net immer ran mit as Parlament fir sech so zu positionieren, dat weder d Kommission nach de Conseil lädet kënnt. Das die werd op Zukunft die man das keer merken, die gedacht ke neier, dann wann den zurückguckt vu 1979 Jun, wo d Parlament praktisch kein Rechte hat bis haut, wo der ganz viel huet, da wo dann Matentschädungsverfahren en ähnliche Rolle spielt wie de Ministerrot, kann ich so, dat der Kampf vom Parlament net dem sos wär. Also ich mein, viel muss Merci an mir gesinn das nächste am Januar an der wünschen Chef feier dich. Ich gehe mich dem schließen. Merci.